Essgesinnterheit. Shalom Aleichem. Ich bin Sarah Rachel Schechter. Und ich bin Yves Jochnowitz. Seid begrüßt in unser Kochprogramm Essgesinnterheit. Bald kommen die Yom Tovim. Es will mir zigreten ein fleischigen Machel und ein vegetarisch Machel für die Vegetarier zwischen uns. Willkommen bei Yom Tovim. Ich will bei der Gelegenheit euch bedanken. Meine Freunde in Stockholm, das haben mir gegeben, das haben wir tun, wenn ich bin gekommen zu sehen auf der jährlichen Seminar. Ist ein Dank. Wir haben morgen mit etwas, das wir geriefen Chicken Fricassee. Wir haben nicht gehört kein jüdisches Wort auf dem, das hat man Bobby in Seis gelernt. Und wir machen es, wie es gesagt du auf Französisch öffnen, wie man macht es mit einem E. Wir machen es nicht mit keinem E. Ich habe jahrelang gemeint, dass Fricassee ist ein jüdisches Wort. Ja. Ja, ein klassisches Fricassee macht man mit Gelchlich von einem E, nicht die Gelchlich. Ja, aber wir haben das nicht getan, wir haben es gemacht sehr pushit und sehr Geschmack. Ist Lambo und hin hackende Knobbel. Gut, ich gehe zu hackende Knobbel. Ich gebe sie Salz, schwarze Pfeffer und Paprika. Und als man zerhackt Knobbel, viele als man will essen, wusst weniger Salz, gibt sie ein bisschen Salz. Es soll machen was bessere Paste. Und ich derweil will abbrechen dem Heut von dem Fleisch, weil es sagt von uns Essen nicht geheut. Also wird das Sauce von dem Fricassee können auf dem Fleisch, ran in dem Fleisch, anstatt bloß in dem Heut. Also ihr seht, ich decke ab dem Heut von dem Fleisch. Aber ihr wollt, könnt ihr den ganzen abnehmen, der Heut, das tue ich nicht, weil ich habe lieb den Tarn, dass der Heut gezieht zum Sauce. Und wann ist das Wort Fricassee? Was meint Weiß das? ich noch nicht. Schon meint es geprägelt? Das ist mir ja. Ihr seht, lassen wir es in der Teller, also ich will das keine geringe reinraben in dem Fleisch. Und jetzt beschaß ich rabe das rein, kannst du zerschneiden die Zwiebeln? Und ihr seht, also ich rabe es rein, sehr stark in dem Fleisch. Auf beide Seiten. Und ich will auch wasen. Das ist ein Beilig, das ist das weiße Fleisch von oben. Das ist Apulke. Das ist der Intergelig. Und ein Fliegele. Ich habe erst geendigt. Ich habe lange geschmiert die Paste in dem Heut und in dem Fleisch. Das ist ein Hin zerschnitten auf Achtel. Ich gehe es jetzt prägeln. Und nachdem es mit prägeln ist ab, wenn wir an die Zwiebel ist. Wenn die Zwiebel ist, aufnehmen im Tarn von dem Fleisch. Das lassen wir gehen zum Ofen. Wir sieden jetzt in Wasser, weil ich will es davon haben, ein bisschen von dem Wasser von Fricassee. Und ich werde es davon haben für ihr machen. Ich gehe zu in die Patelnie. Ich habe lieb zu warten, bis es geht warm und dann noch hier heran die Bäume, nicht verkehrt. Es sind mehr 1 oder 2 Löffel Bäume. Es ist auf einem mittleren Feuer. Also die erste Sache gehe ich aufprägeln, das Hindel. Leg nicht daran zu viel Stückchen mit dem Wolf. Weil ihr wird es wel naar in drehen, dus soll sich nicht zieklecken. Ihr darf nur ein bisschen Platz in der Patelnie, zu können reinlegen die Stückchen. Das ist doch schon gekocht, geprägelt auf 5 Minuten. Jetzt gehe ich es wieder drehen. Seht ihr, es wird schon schön in Bräun. Und kratzt durch die Stückchen Knoblauch in der Patelnie. Das soll sich nicht zieklecken. Ich habe schon zugebräunt, alle Seiten. Jetzt darf man auch Finger wegnehmen, rein in eine Schüssel.
Noch einmal aufkratzen, wie viel wir kennen, den Knobbel. Und danach schütten an die Zwiebeln. Die Zwiebeln wird sich ausprägeln in dem Sauce von der Hündel. Das wird dann sehr Geschmack. Und was die Zwiebeln aufprägeln, an 15 Minuten, bis sie wird weich und durchsichtig. Die seht, die Zwiebeln sind schön braun. Jetzt kommt das Händel zurück heran in ein wenig. Und wir wollen das bald zudecken. Seht ihr, ihr sollt haben genug Platz in eurer Patelnia und nicht könnt ihr nicht nach top. Und ein Viertel-Teppel siedig Wasser. Deckt sie. Und lasst es auf einem kleinen Feuer. Nu, lassen wir sehen, man darf versteht sich überdrehen von Zeit zu Zeit, zu sein sicher, es wird übergekocht auf alle Seiten. Guck, wie schön und braun das ist. Und das wird sich kochen, also im Ganzen darf es sein, nicht mehr wie ein Schuh und ein halb. Für eine Ziehspeise will ich machen noch ein Rezept von meiner Heldine, Fanny Levando, was hat geschrieben ein vegetarisches Kochbuch in Wilna. Ich will machen Reis mit Äpfel, das ist sehr ein posches Rezept. Dort habe ich 30 Deko, das heißt 300 Gramm Reis, 1,5 Teppel Reis. Und ich koche es auf in 3 Teppel siedig Wasser mit einem halben Löffel Salz. Gut, das wird sich abkochen in 20 Minuten und da kochen wir ab Lokschen für der Frikassee. Wie man sagt auf Jiddisch, so kocht man Lokschen. Der Rezept ist sehr posheter, aber es hat ein Ingredient, was ist mir gewesen unbekannt und das sind die bitteren Mandeln. Sie sehen aus wie kleine dreieckige Mandeln, aber bittere Mandeln sind bei uns nicht Mandeln, sie sind die Kerle, die Steine von Aprikossen. Ist euch mit Kennisch gefunden, kein bittere Mandeln. Was können wir nutzen? Euch mit Kennisch gefunden, kein bittere Mandeln, können wir nutzen Stammmandeln. Bittere Mandeln könnt ihr gefunden in internationalen Gastronomiegeschäften in Brooklyn und Washington Heights und bis dann in andere Städte euch. Früher wollen wir abschälen 2 Äpfel. Und nachdem wollen wir sie unreiben. Jetzt zerschneide ich die bitteren Mandeln. Der Rezept fordert 1 Deko, das heißt ein Fünftel von uns bittere Mandeln und das ist 6 kleine Mandeln. Und jetzt wollen wir unreiben die Äpfel. Dachte ich, mit der Valentina Limene, ja? Ja, ich will was spritzen mit ein klein bisschen dem Saft. Und jetzt will ich sie geben die Mandeln. 3/4 Teppel weiße Roschenkes. Und der Reis, was ist schon jetzt wird abgekocht. Können wir nicht einen grünen Reis machen? Ich meine, das grüne Reis wird gewinnen sehr Geschmack. Das ist schon besser. Ja. Grüner Reis nimmt 45 Minuten zu machen, das nimmt nur 15 Minuten. Das ist der Meile. Das ist der Meile, ja. Gibt sie ein 1/4 Teppel Kokosnussbäumel? Ein bisschen Salz und Pfeffer. Der Rezept ist ein bisschen süßlich, aber es ist nicht kein Dessert. Es ist ein bisschen süß und ein bisschen gesalzen. Ist das also wie der persische Reis gemacht wurde? Ich weiß, bei der persische Juden machen das so. Ja. Und der Rezept fordert 4 Löffel Zucker, aber als wir machen Rosh Hashanah Side, ist Honig. Das ist 4 Löffel. Und der Honig messe ich ab in dem Teppel, in welchem ich habe schön abgemosten die Bäume, soll nicht ziehkleppen zu der Wand.
und der Äpfel, Rauschenkäse und Mandeln. Misch es gut aus. In so einer schön ungeschmiert Bäckerle mit Kokosnussbäumel. Titzeran der Reis. Dem Oven haben wir schön ungewärmt auf 350 und backt up der Reis a 30 Minuten. Jetzt sind in der Lokschen schon den ganzen Uhr gekocht. Und man nimmt das Stück auf. Beilig. In ein Pulkele. In ein Fliegele. In ein Intergelik. Und danach mit dem Sauce. Und mit dem. Ob ihr lasst es in Frigidaire über Nacht, wird der Sauce gedächter und das ist auch sehr Geschmack. Ich nehme jetzt heraus den Reis von dem Oven. Ich habe lieb Bruchels schön Henschkes von Schweden mit den Lossen. Das ist Fania Levandos Reis mit Äpfel und Rauschenkäse. Ihr seht ihr jetzt, haben wir in dem Chicken Fricassee mit der Lokschen. Und ich esse noch die Lokschen. Ja, in Reis mit Rauschenkäse in Äpfel. Hoffen wir, Sie wird mal Gitjantiv. Ein Git gewünscht Jahr in Gale. Ja, denkt, es gesinnte